Wort. Herr Moser. Ja, merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vertreterinnen und Vertreter von der Lützburger Regierung. Effektiv hat letzte Woche die französische Assemblée nationale eine Proposition de loi gegen den Willen von der französischen Regierung angeholt, für ArcelorMittal an Frankreich zu verstaatlichen. Ich muss sagen, ich hatte nicht gemeint, dass ich so etwas nach GIF erleben, dass am Anfang von einem 21. Jahrhundert an einer EU so eine Decision an einem Parlament und plus von unseren nordischen Ländern GIF geholt gehen. Wie dass wir aber alle Guten wissen, dass wir den Hauptsitz von der ArcelorMittal haben, stellen sich natürlich auch eine Reihe Fragen. Dass wir wissen, dass die Proposition de loi noch nicht definitiv adoptiert ist, aber die muss auch nach vom französischen Senat angeholt gehen. Und so wie dort Majoritätsverhältnisse sind, meine ich, dass die Chancen nicht unbedingt ganz groß sind, dass das wird geschehen. Kommt dabei, dass ArcelorMittal generell auch durch die schwierige Situation am internationalen Stahlsektor sowieso am Moment an nicht den einfachsten Discher stöcht. Und dafür wollte ich folgende Fragen an den zuständigen Wirtschaftsminister stellen. Erstens, wann so eine Proposition de loi gibt definitiv angeholt gehen, was könnte das für Konsequenzen auch für den Standort von ArcelorMittal haben? Zweitens, Entschuldigung, dass dort noch eine Diskussion wird gehen Niveau von der EU-Kommission, weil so eine Decision auch gegen EU-Recht verstoßen. Dafür wird fair auch die Position von der Lützburger Regierung. Und drittens, wie steht es auch hier den Hauptstandort von ArcelorMittal? Auch da wäre ich froh, wenn der Minister vielleicht ein paar Wörter darüber sagen. Merci.